Olivenölech, Rapsölech, Leinölech, dann haben wir extra vierge, raffiniert. Ja, wen hält den dann du, wenn ihn an einer Pan will etwas ubroden? Das versuche ich an meinem Experiment von Haut herauszufinden. Und dafür muss ich mal vertieft den Unterschied von den Ölechen kennenlernen. Und dafür gehe ich bei den Norbert Eilebecker auf Kalber, weil du geht das Ölech nämlich hier gestaltet. Ist gut. Sorry. Moin. Die haben ja geschmeckt. Na, selbstverständlich. Mehr frisch geht er nicht. Das wurde just nicht gefiltert. Mega lecker. Ja, also an eigentlich müsste die Maschine ja so nicht wie das Kehren hier fast mitdrücken. Ja. Und dann hat den extra virgen Öl. Ja, ganz genau. Das ist aber wichtig, die Maschine dreht extra los. Und dadurch geht den Öl nicht warm, weil er darf nicht über 40 Grad kommen, weil sonst hast du nicht mehr kahl gepresst. Und da gehen noch ganz wertvolle pflanzliche Stoffe kaputt. Ja, ich habe hier als Vergleich einen raffinierten Brotölig an den extra virgen Rapsölig. Das ist schon ein krasser Unterschied. Das ist schon ein Unterschied. Den einen ist dann just nicht mehr mit der reinen Ölig da, während hier noch die ganz viel wertvolle pflanzliche Stoffe nachlassen. Ja, und dabei ist Ölig auch nicht gleich Ölig. All das Ölige hier, die sind ähnlich zusammengesetzt und sie enthalten Fettsäuren. Und der gibt über 400 verschiedene. Und grob gesehen kann ich die an 3 Kategorien unterteilen. Und man hat verdichtet, die gesättigten Fettsäuren, die können sich stark vergrößert, so wie das Kette vorstellen. Und die sind zum Beispiel am Butter dran. Und dann haben wir die einfach ungesättigten Fettsäuren. Die sind zum Beispiel an Olivenöl und am Rapsöl dran. Und dann haben wir die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sind an diesen Öl dran, zum Beispiel am Leinöl. Ungesättigt wird sedet, die sind hungrig auf chemische Reaktionen, und zwar mit Sauerstoff. Und der Sauerstoff, der kann das Fetter Futti machen. Ja, und dafür legen wir immens viel Wert darauf, dass beim Abfüllen kein Sauerstoff nur mehr an der Fleisch ist. Dafür wird zum Schluss alimentärer Stickstoff beigemerkt. Wichtig ist, wenn den Herr nur die Fleisch abmischt, dass es innerhalb von 3 Minuten verbraucht wird. Okay, merci. So, kann ich mal für mein Experiment Leinöl und den Rapsöl machen? Ja, gerne. Wir machen Dometen damit. Okay, gut, merci. So, und für herauszufinden, wie ein Öl in Höhle kann, für zu broden, erhitzen sich so einfach mal da rein und gucken, was passiert. Und als erstes holen wir den Rapsöl. Gute Schuhe, dummer der Brot ne Joch. Weil sie bei 150 Grad, das ist noch nicht passiert. Okay, gut. 190 Grad, das ist schon über der Brottemperatur, das ist noch immer gut. Da bin ich froh, ich dürfe für die Pan benutzen. Da sind wir bei über 250 Grad. Und das, was wir hier gesehen dämpfen, das ist nicht den Öl, der verdammt, aber das sind die Inhaltsstoffe, die am Öl dran sind, die sich zersetzen. Und dadurch sehen wir auch, dass den Öl mehr hell geht. Oh oh, lo gëtt awer ze warm, ne? Ja, wenn wir immer weiter erhitzen, dann fängt den Öl sich aber an zu zersetzen und dann entstehen Substanzen, die am Hals beißen. Dafür stelle ich nochmal sehr rüber. Okay, willst nicht lieber ausmachen? Oh, das dämmt aber ordentlich. Ah, Feuer! Ja. Uff. Puh. Ja, Öl darf nicht so warm gehen, weil das kann sich spontan entzünden. Und dann ist es ganz wichtig, dass der kein Wasser hält, für zu löschen, mehr am besten Feuer erstickt. Aber wie ist mit den anderen Ölichen? Ja, schon das Feuer Ölische hier erhitzt, und der Raps und den Olivenöl, die verhalten sich aus sich ziemlich selbst. Es ist ein Unterschied zwischen extra vierge und raffiniert. Die extra vierge Ölische, die fängt schon erst an zu dämpfen, und die raffiniert, die dämpfen ein bisschen mehr spät. Allerdings dämpfen sie alle gut recht bei einer Temperatur über 175 Grad, was eine ideale Brottemperatur ist. Aber wie ist da mal mehrfach ungesättigte Leinölig? Ja, du hast ein Problem. Den dämmt schon bei Temperaturen um die 150 Grad an ein Bild eine Art Schaum. Außerdem, wenn ein aufgekühlt ist, haben wir ein Zucht Herz, an den er schwer verdaulich. Okay, die fällt also wasch für zu erhitzen. Definitiv. Mit die anderen Ölicher sind die dann noch genießbar, um erhitzen.
Ja, das ist mein letzter Test. Und ich habe schon 2 Echantillons präpariert. Und die bringe ich bei einem richtigen italienischen Urlaubsspezialist. Salut, Ernesto. Salut, Joseph, wie ist es? Ja, ich gesehen, du hast gerade Olivenöl an der Pan angebrochen. Und an meinem Experiment wollte ich herausfinden, wie sich der Goût ändert, wenn Öl erhitzt wird. Und du musst mit mir schmecken kommen. Den Ernesto schmacht Dir hëtzt den urlege Echantillon vu Mr. Science. An si se nach genéisbar. Du hast auch dasselbecht. Du mixst das frisch an den Nist geht dir erst fort, aber geht nach so just. Okay, merci. Also ich kann also als Fazit sagen, dass den wohl Oliven a Rapsöle schwelle kann fir zu erhëtzen, so gut wann sie extra wärsch sind. Du geht just de Gufolle. Mehr Ölischer wie die Leinölisch, das heißt die mehrfach ungesättigte Ölischer, die soll ich nicht holen, für zu erhitzen. Hallo, man ist ein Experiment mit dir. Okay. Merci. Et voilà. Spaghetti Napoletana. Ganz wenig Ölischkohl für zu broden. Und dann, was machen wir, für die ganze gut zu behalten? Olivenöl, frisch drauf gemacht. Et voilà. So, ich würzen mit Olivenöl. Dann drehst du den Keier. Und dann hast du die Frischheit vom Olivenöl, was die ganze Tomaten frisch erscheinen lässt. Das reicht.